Guten Morgen alle. Wir freuen uns hier waren zijn, dat we kunnen alle taub zijn en am Frieden Gott sein Wort uns verholen. Einige Dinge dauern nicht anderen in mein Leben, ich weiß nicht warum. Ich habe immer Trouble, dass meine Lampen ein bisschen flattern dauern hier hängen. Das ist doch nicht windig oder irgendwas, aber somehow flattern mir die Lampen auch ein bisschen, wenn ich hier hänge. Und so. Von des Morgens habe ich mir ein Thema gewählt, die Einheit an Christus sein Körper. Die Einheit an Christus sein Körper. Und dazu bitte dort die Bibel aufmachen, noch erstlich noch Epheser Kapitel 4, Vers 1. Und ich wurde da nicht gelesen, der Vers 16. Aber ich habe da rangehen, da und ich dort Wort lesen, da wollen wir noch einmal beten. Vater im Himmel, ich danke dir für diese Gelegenheit, die wir von der Ware haben hier. Wo wir können im Frieden uns taub versammeln, wo wir können ohne Furcht die Wort aufmerken und das Wort lesen und das Wort studieren. Und wir beten, Herr, dass dein Geist mit uns sein, so soll die Bet ist. Ich bete, Herr, dass du mich brauchen aus dem Wasser, wo du dein Wort bloß wird erreicht durchstellen. Herr, wir sind abhängig von dem Heiligen Geist, der da in uns ist, der uns versprechen hat, dass er uns leiten wird. Wir beten, dass dort macht passieren von des Morgens. Da danke ich dir für und betet im Namen Jesus. Amen. Die Einheit an Christus. Mein Ziel von der ist, was ich hoffe, was wir erlangen wollen, durch diese Botschaft ist, dass wir wollen sein, wo wichtig dort ist, dass wir Gott sein Wort persönlich kennenlernen. Wenn ich dort sage, dass das Morgens, da weiß ich, ich habe das ist nicht das erste Mal, was ich das sage. Mir wird das immer wichtiger. Und ich habe dort wirklich gesagt. Aber ich muss sagen, dass je mehr ich Gott sein Wort studieren, je mehr ich Gott sein Wort kennenlernen, je wichtiger wird mir dort, dass wir Gott sein Wort wirklich kennen und anwenden in unser Leben. Weil je dort ist, dann, dass Gott uns Weisheit geben wird, dass Gott uns sein Wort offenbaren wird und dass Gott uns wirklich seine Wahrheit an sein Wort wiesen wird und wo wir das können anwenden in unser Leben. Ich glaube, wir leben in einer Zeit, von der Tag, leben wir in einer Zeit, wo da vielleicht der ganz beste Zeit ist an einer Seite, wo der ganz beste Zeit ist, was jemals gewesen ist, und das ist die Gnadenszeit. Wir leben in einer Gnadenszeit, wo der Heilige Geist ist ausgegossen, wo wir drei kicken können, wir sind meistens bei Austern, und wir dürfen uns erinnern an, wo Jesus, Freitag, wo wir uns erinnern an, wo Jesus gestorben ist für uns. Sie leben jeden Tag, sie bleiben jeden Tag, verdienen für meine Sünden. Und dann Austern, wo wir feiern, wo wir dort seine waren, wo wir uns erinnern an, wo er abgestanden ist, er ist nicht im Grab geblieben. Und er wird die erste Worte abstehen hat. Und dann versprach sie nicht, wir wollen dort sein, dass er den Heiligen Geist geben. Und dort passiert ein bisschen Lothar, bis der Geist Gottes rauf, der Heilige Geist raufkommt und wohnt an alle Christen. Von deren Tag leben wir in der Zeit, wo du und ich aus Gott seine Kinder den Heiligen Geist an uns persönlich haben, was am Alten Testament nicht passieren wird. Im Alten Testament kickten die Menschen vorwärts, was passieren wird, wo die Versprechungen wird, was Gott versprochen hat, wo die würden ausfallen, wo die würden kommen, die können das nicht alle verstehen, nicht.
wie kijken trei, wie zijn dat is, de waarheid dat is werkelijk passiert, wat in het Oude Testament een prophezeiung war. Also ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo wir keine Entschuldigung haben, dass wir nicht sichern an uns Leben oder dass wir Gott sein Wort verstehen können und dort ausleben. An der anderen Hand leben wir in einer Zeit, von der wo eine sehr schwere Zeit ist. Wir leben in einer sehr schlechten Zeit. Und weil wir uns bloß ein paar Schriftstellen lesen davon, Paulus sagt Timotheus in Kapitel 1, Vers, Kapitel 1. Timotheus, Kapitel 4, Vers 1 bis 2. Aber ihr dort lesen, dann bitte, weil wir erst diesen Aufschnitt lesen, in Epheser Kapitel 4. Und ich bete, dass ihr keine Bibel wollen aufhaben, dass ihr keine Bibel wollen mithaben. Ich wollte nicht fragen, wer alle eine Bibel mit habt. Nächstes Mal werde ich das tun. Ich frage mich, wie viele von uns hier haben die Bibel mit, dass wir können nachfolgen und das selbst seinen Gott sein Wort. Dass das nicht bloß von mir kommen wird oder von denen, was da reden wird. Weil wir dort mal ihr Gebetsfall mit einem offenen Wort hören, was der Apostel Paulus sagen wird. Ich habe in Kapitel 1, 2 und 3 habt ihr uns gelesen, was wir alles in Christus haben, wo recht wir sind und so weiter. Und dann hat er uns eine Verantwortung gegeben von Kapitel 4 durch Kapitel 6. Und dann sagt er das: Als einer, der für den Herrn im Gefängnis ist, kriegt ihn an, lebt so, dass er damit stammt, wird er Gott berauben haft. Dat is een vers wat er zeer vol is. We maken een merken daarvan. Basilota. Ziet bescheiden, vriendelijk en geduldig. Ziet je zo goed, oder leeft je zo zeer, dat je je aan je ander verdragen kan. Ziet immer dan nou uit, de einigheid am Geist te bewaren, wodurch je met een ander verbunden worden. Dat jeft maar einen Körper und ein Geist, gerade als je alle durch ein und derselbe Hoffnung berufen sind. Dat jeft ook maar einen Herrn, einen Glauben und ein Doop. Dat jeft maar einen Gott, ein Vater für uns alle. Hier steht über alle, schafft euch alle und lebt an allem. Ein jeder von uns hat so viel Gnade gekriegt, als ihm von Christus geschenkt ist. Vers 8. Da werden sagt dort, als er Nachfolgendheit für die festgenommene Weg und gibt den Menschen gegeben. Wenn das gesagt ist, er ist abgefahren, was meint das, als dass er erst raufgekommen ist, aber da wurde er liegen dort. Der raufkam, als die waren abgefahren, wie über alle Himmels, wie er soll mit seiner Macht, in Herrlichkeit die ganze Welt fallen. Seine Gaben wären diese, dass er einzige aus Aposteln, einzige aus Propheten, einige aus Evangelisten, einige aus Hort und einige aus Lehrers anstellen hat. Das hat er, und hier ist die Ursache, wo er das hat, Vers 12. Das hat er am all Gott seine Kinder zum Christendienst reitmachen, wo der Christus in Körper, dort als die Gemeinde gebaut wird. Das ist der Hauptvers für mein Thema. Aber wir alle eine Einigkeit im Glauben und Erkenntnis und Gott seinen sehen, Christus sind, Menschen in Christus sind, so wie dort Christus bei uns ein und alles ist.
Wir sollen nicht länger Kinder sein, die sich von verleidenden Menschen ihre Lehren anschmieren lassen und so aus der Wahlen vom Wind hin und her geschmissen worden, durch ihre Lehren, womit sie die Menschen verleiden. Wir müssen in einem leibtollen Jas die Wahrheit verbreiten. Und wir müssen an alles abwachsen und Christus ähnlich werden, der uns Haupt ist. Und ja Christus seine Kontrolle passen alle Räder am Körper taub und der ganze Körper wird durch passende Gelenke taub gehalten. Und wenn jeder gelährt das, was es soll, dann ist er ein Gott sein, sodass der Körper was und abgebildet wird. Mach Gott sein Wort segnen. Weil wir alle gehorcht haben und mitgelesen haben, was der Apostel Paulus hier sagen hat, ich glaube, wir können nur Amen sagen und dann haben wir verdächtigt und haben wir die Botschaft. Das redet hier von der Einheit an Christus. Der Einheit an Christus im Körper. Und habe ich gemerkt, ich will bloß ein paar Überblick geben, merke ich hier, wo er sagt, dass das ja bloß ein Gott, ja bloß ein Geist, das ja bloß ein Daub, das ja bloß ein, und dann sagt er dort, dass ein Vers 8 zum Beispiel, dass ja nur einen Gott, ein Vater für uns alle. Und dann geht er wieder und sagt er steht über allem, schafft euch allem. Wer sind der alle? Sind wir damit angeschlossen? Ich habe vorhin gesagt, dass jeder Glied an Christus im Körper ist doch für eine Bedienung. Du und ich sind gleich wichtig an den Körper Jesus Christus. Weißt du, wenn ich und du Trouble haben, dann ist der Trouble in den Körper. Wenn uns ein Glied, weil ich ausreißes in meine Hänge, meine Schultern und so weiter, und das zum Staunen, und das mir den Schlaf wegnehmen, das merkt mir, dass ich nicht die Dinge tun kann, was ich möchte tun, und so weiter. Aber wenn ein Glied leiden, das der ganze Körper leiden. Und hier redet er von bloß ein Körper, wo alle Menschen non-passen, und alle Christen non-passen. Aber ich sehe, wir leben in einer Zeit, wo eine sehr schlimme Zeit ist. Von einer Seite sehe ich, wir leben in der besten Zeit, von der anderen Seite, ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo der Teufel probiert, alles anzusagen, was er kann. Und er weiß, dass seine Zeit kalt ist, und unsere Zeit kalt ist. Der Herr Jesus, glaube ich, wird nicht sehr lange warten, was kommen wird nicht sehr lang dauern, weil wir in der ganzen Welt die Welt betrachten und was angehen wird, was die Bibel sagen wird, was die Bibel prophezeien wird, von was wird passieren zu der letzten Zeit und so wieder. Geschwister, ich glaube, wir wollen was tun, das muss wir bald tun. Und das soll uns bringen, um für unsere Familien zu beten. Geschwister, wir haben viele von uns, die meisten von uns hat nach Kinder, nach Freundschaft, was danach nicht im Herrn Jesus kennen. Ich glaube, das ist Höchzeit, dass wir Nacht alle beten, dass wir nicht tun. Wir freuen, dass wir wollen fasten und beten. Und ich glaube, das sind Dinge, die wir sollen in Betracht nehmen. Aber wenn wir mal ein paar Verse lesen, an 1. Timotheus 4, 1-2, den wahre stand hier falsche Lehren, sagt er hier. 1. Timotheus 4, 1-2, das sagt, der Geist sagt sehr deutlich, dass an der letzten Zeit einige vom Glauben auffallen wollen und sich an erführende Geister und Lehren holen, die vom Satan stammen. Sie wurden zu das gebracht worden durch heuchlerische Lehrer, die ein Brennteken am Gewissen haben. Geschwister, ich glaube, wir sehen, dass das passieren wird von da nach. Ich glaube, wir würden kennen, und ich würde nicht nachgehen und dort bitte ein paar Lehren verholen. Aber ich glaube, wir sehen dort, dass das passieren wird.
Der Geist sagt sehr deutlich dort in der letzten Zeit, einige vom Glauben auffallen worden. Was meint er vom Glauben auffallen? Wollen wir uns mal fragen. Was meint er vom Glauben auffallen? Und das sagt in Vers 2, sie waren zu dit gebracht worden, der heuchlerische Lehrer, die ein Brandtierchen an erhört haben, an gewassen haben. Wieder sehen wir bloß noch ein paar Verse an Kapitel, an 2. Timotheus Kapitel 3, Vers 1 durch 4. 3 Vers 1 durch 4. Das sagt, denkt daran, dass an der letzten Zeit grässlich schwere Tiden sein wollen. Menschen wollen viel von sich selbst holen, nur Geld heran sein. Passt mal ab, wo viele Dinge dort hier sein, was passieren wird, was Menschen wollen heran sein zu der letzten Zeit. Jeden anseinen, okay, sich selbst hochholen, jeden anseinen, lasteren, der Eltern nicht gehorsam sein, undankbar, unheilig sein. Ich wollte ein klein bisschen anholen. Was meint das, undankbar sein? Weil ich schlug mir selbst an, ich muss sehr aposteln, dass Völkern nicht sehr dankbar sein. Ich glaube, wir haben so viel zu danken. Aber er sagt, dass das wird passieren, da wollen Menschen sein, die wollen bloß nicht zu danken haben, nicht. Die wollen undankbar sein, unheilig sein. Wie weit in der Bibel sagt, dass wir sind heilig gemacht. Was meint heilig? Wir sind aus der Sünde rausgenommen, Gott hat uns da rausgenommen und hat uns auf ein Fundament abgesagt, wo Jesus Christus der Hauptstein ist, das Hauptfundament ist. Wir sind zu sie gesagt, für den Herrn Jesus allein zu arbeiten. Und das ist gerotzt, dass jeder, er sagt, die wollen unheilig sein. Die wollen gerotzt, dass jeder tun. Vers 3 sagt, die wollen sich nicht gut sein, oder die wollen sich nicht leiben einander und nicht für seinen Leuten. Hier ist sich das bekannt. Was die da sind Menschen, was dauernd was du warst, die haben sich vergenommen, sie wollen sich nicht für seinen, sie sind beleidigt worden, unrecht behandelt worden, oder wegen ein oder das andere wurden sie verhört, dass sie sich nicht für seinen wollen lassen. Sich an ihrem anderen spotten, verachten, sich nicht beherrschen und anbandig sein, das Gute nicht lieben können, sich hier an ihrem anderen verroden, ruchlos und stolz sein mit dort, was sie sich anbilden und dort für genügend Leiber haben aus Gott. Weil wir leben in einer Zeit, wo Self-Pleasure, wo der Mensch kann alles around sich selbst haben. Da sind so viele Dinge, wo wir jetzt kennen, für genügend haben, was bloß für das Fleisch ist. Und er sagt, das wird passieren in der letzten Zeit. Sie geben noch fair, Gottes prächtig zu sein, aber glauben nicht an seine Kraft. Von so einem Menschen hält ihn weich, sagt der Apostel Paulus. Was sind etliche von der falschen Lehren? Von der wollen wir uns kicken. Ich will bloß ein paar von den Wesen, die da kommen sind, wo ich glaube, was falsche Lehren sind von der. Ich glaube, das ist eine falsche Lehre, wo wir nicht sehr genug von reden dürfen. Aber ich möchte sagen, das ist wichtiger, viel wichtiger für uns, für die und mich, dass wir die rechte Lehre kennen, als dass wir die falsche Lehre kennen. Glaubt ihr das? Weil dann darf wir bloß eine Lehre kennenlernen, da ist bloß eine rechte Lehre. Und das ist Gott sein Wort. Aber weißt du, da sind viele Menschen, die dann in der Proben all die falschen Lehren zu kennenlernen und seien noch da irgendwas Wort noch bei das Wort zu brücken ist. Und dann die anwenden, so es da zu brücken ist. Weißt du, ich glaube, das ist viel wichtiger,
Ich sage nicht, dass das nicht wichtig ist, zu sein, was falsch zu lehren sein, aber viel wichtiger, dass wir die rechte Lehre kennen lernen. Und ich wollte ein Beispiel bringen aus der falschen Lehre. Ich wollte ein Beispiel bringen zum Beispiel, wenn jemand, ich weiß nicht, ob der wer ist, was an der Bank schafft, oder viel mit Geld zu tun hat, aber wenn der wer mit einer Bank schafft, so eine Person, die wird das erste, was er gelehrt wurde, eine von den ersten Dingen ist, was ein wirklicher Bill, wo sie sich feilen hat, oder wo sie können sein, was der rechte Geld ist. So dass wenn man einmal ein falscher Counterfeit Bill in der Hängen kommt, dass sie das wollen anwollen. Ich habe hier 200 Zettel von Bolivia. Das letzte Mal, im Jahr 3, wie wir in Bolivia, und dann leidde ich dort Dollarkasten an raus, dass der Mauer irgendwo beachtet, das sind Menschen mit bolivianischem Geld, und dann cashen sie das an. Ich dachte mir $100 an cashen, und dann lo und behold, will ich den wohl brücken. Ich keine Gedanken an, dass der falsch wäre, dass der ein bisschen das da am Stör, und dann sagte er, du hast einen falschen 200 Zettel. Ich sage, was willst du das? Aber ich sage, was kostet das sein? Ich sage, das ist ja krank so. Ich kann kein Unterschied sein. Was sagt er, kostet feilen? Sagt er, feil dem bloß. Da dem mal einen rechten, wo er 200 Zettel, dann da dem mal feilen. Weißt du, das jetzt zu feilen? Und das ist wichtig, dass wir das kennen. Ich fand gut. Da sind noch ein paar Mal, ich wollte nicht davon reden, aber so manches, ich habe keine Gedanken daran. Ich wäre sehr leicht angeschmiert. Hatte ich das gewusst, gekriegt, würde der sich feilen, dann hatte ich das nicht dürfen. Dann hatte ich das für sich gefangen. Weil ihr das ist viel wichtiger, so geht das mit Gottes Wort. Das ist wichtiger, dass wir wissen, was die Wahrheit ist, als was nicht die Wahrheit ist. Falsche Lehren. Okay, ich glaube, eine von den falschen Lehren, wo wir mit allem mit tun haben, ist, wo die meisten von uns zurückkommen. Ich glaube, ist das so? Ich will nicht gehen, aber viele von Ihnen weiter, was Herrn Thiessen, seine Botschaft von Durango, was er CD hat, was viele Menschen gehört haben, was passieren wird, und er redet davon. Ich wollte nicht viel von reden. Aber weißt du, wenn du und ich rede von mir selbst, als ich zum Glauben kam, ich dachte, ich hatte Dinge, ich wusste Dinge, was da wären, was da bloß eine Religion wären. Aber weißt du, gewisse Dinge, die kommen mit mir, und nach ich mein christliches Leben dann, was ich erst mal wirklich Gott sein würde studieren, dann wollte ich an, da wir bloß noch nicht Wort von geschrieben. Wir können eine ganze Stunde davon reden, von Dingen, wo du und ich sind angeschmiert worden, und Menschen von deren Tag wurden angeschmiert werden. Wir denken jetzt so uns ein bisschen Bilder wiesen von Bolivia, wo wir eine Kolonie hatten, ein paar Jahre drei, wo jeder mehr von Jünt da wären, und die Bibel nicht handeln und so weiter, und dann sagen wir da, dass sie angetragen werden, die Vorteile, was sie fahren, und so weiter, weißt du, dann kam wieder bei drei, weißt du, wow, furchtbar sei Menschen, können gebannt worden an ihr das gesagt. Und wenn die das nicht hören, dann von deren Tag, von Menschen zum Herrn Jesus kommen, da wurden die ausgeschlossen, und das meint, dass die dann an Hallen gehen. Weil das ist eine furchtbare falsche Lehre. Wie soll das sein, dass das wirklich ist? Ich will nicht wieder davon reden. Die wollten nicht glauben, der zweite Stand, die wollten nicht glauben, dass die Dreieinigkeit wahr ist. Das ist Jehovah's Zeichen, kommt von der zu der. Und die proben zu wissen, dass sie leben die Bibel, aber als sie dann, wie Gott sein Wort kennen, dann fallen für die falsche Lehre. Hier würde ich wundern, wie viele Menschen in Bolivia von deren Tag Jehovah's Zeichen sind. Die gehen in den Raum, die von Deutschland kommen, und die wohnen wie die Menschen bannen, und die tun 24/7, Tag und Nacht, tun sie lehren und wiesen, was sie glauben, dass Gott, dass Jesus ist nicht wirklich Gottes Sehen.
Und wenn Jesus nicht Gottes sehen ist, dann ist doch keine Radung nicht. Und die deutschen Menschen, die gehen rammen in Darpa. Warum? Die gehen rammen in Darpa, probieren Menschen zu überzeugen, dass die Bibel falsch ist. Die sagen nicht, dass es falsch ist. Hier und da haben sie Fargen und die wollen verführt durchgehen, wenn sie weiter nicht wirklich, was die Wahrheit ist. Noch wieder können wir seinen Menschen, was predigen, zum Beispiel Rob Bell predigt, lehrt, dass der Heil ist nicht die Wahrheit. Ein leibender Gott wird niemals Menschen nur ewige Heil bringen. So viel von dort. Replacement Theology. Gott hat abgegeben mit seinem Volk Israel und so weiter. Das ist viel mit verbunden. Weil wenn Gott mit seinem Volk, wenn Gott seinen Bund berechnet hat, mit Abraham berechnet, dann wo kann wir weiten, dass den Bund nicht berechnet wird, mit Jesus Christus dass wir das Heil durch Jesus Christus haben. Die Schwester, das sind Dinge, was Menschen leben, was Menschen lehren, was falsch ist. Aber wenn wir Gott sein Wort kennen, da wollen wir dort antworten. Da werde ich sagen, wir sollen Gott sein Wort kennen. Okay, worum ist das, dass viele Menschen sich verleiten lassen? Ich habe das gesagt. Da werde ich, dass wir Gott sein Wort nicht kennen. Weil wir mal drehen und ein klein bisschen dichter der Bibel sein, was Paulus sagt in Kapitel 5, Vers 1. Ein klein bisschen tiefer hineingehen. Er sagt, aus einer, der von dem Herrn Jesus, Vers 1, am Gefängnis ist, kriegt an, lebt so, dass er damit stammt, wurde Gott berufen hat. Weißt du, weißt du dort, dass Gott hat uns berufen? Weißt du, Gott hat viel mehr uns berufen, zu viel mehr als bloß zum Gerat sein. Wenn ich jetzt zum Glauben wir, jetzt bekehrt wir, weißt du, wir eindenken, was mir sehr, sehr wichtig wäre. Nicht wisst ich, dass meine Sinnenschuld vergeben werden und ich wir auf dem Weichen um den Himmel. Wenn ich sterben würde, ich habe das ewige Leben. Und ich kann meist in der Luft gehen, weil ich dort wird so leicht. Aber ich habe nicht gewusst, dass dort wir bloß der Anfang, dort Baby wir noch mal bloß groß geboren. Dort ihr in kleinen Stützchen, da war ich an, dass Menschen, die der Charakter gelebt haben, das ich betan, dass wir nach Charakter blind, als ich betan gewusst wir. Weil ich dachte dann, wenn es mir doch klar wäre, ich sehe zu nieder, an der Predigt, da muss das weiten. Ich muss handfahren, von des Abends muss ich das wissen, dass sie können das weiten, dass sie wirklich Rat sind. Und ich kann bloß meist nicht verstehen, warum die so blind werden, dass dort nicht sein können. Sie leben nach der Bibel. Die Bibel sagt, wir sind nicht mehr bloß blind, weil wir sind tot, weil wir würden in Epheser Kapitel 2 lesen und sagen dort, wie wir tot. Der Apostel Paulus, der sagt da, ein paar Verse lesen da. Er sagt, je werden an jene Sünden geistlich tot, als je noch so leben, als diese Welt dort verlangt. Und an der unsichtbare Macht, die über die Welt herrscht, ungedont werden, den Geist, der noch an der Ungläubigen herrschen und so weiter. Warum kann der Mensch nicht sein? Because das hast du mal gesehen, wo der Mensch irgendwas tut? Wo der rechnet, dass das gebaut anzuworden. Aber was der Mensch, der kann bloß nicht tun, und wie wir ihn geistlich tut, nicht mehr bloß blind. Wie ich dort einmal verstehen kann, dann kann ich dort verstehen, dass der natürliche Mensch, der vernimmt nicht vom Geist Gottes, wie es dort mal geistlich verstehen wollen. Aber was Gott hat uns berufen nach dem Fehlmeier ist dort.
Er sagt, wozu Gott uns berufen hat, sieht bescheiden. Wir sollen bescheiden sein, freundlich. Wollt ihr wieder sein Ferken, sind wir nicht sehr freundlich. Wenn mir wer Anrecht ankommen, so wieder, wollt ihr dann, weil der alle John da noch ein bisschen, hastig sich ein bisschen aufwehren, ein bisschen beschützen. Die Bibel sagt, wir sollen freundlich sein und wir sollen einer zum anderen freundlich reden. Wofür mag ich es dort, wenn jemand zu uns freundlich reden hat und respekthaft und so wieder, als wenn der bloß große Gelichter ankommen hat und uns weiter. Freundlich und geduldig sein. Geduld haben einer mit dem anderen. Weißt du, wenn ich freundlich sein, dann denke ich ans Partner. Meine Frau und meine eine und ihrem anderen, sind wir immer sehr freundlich. Sind wir immer geworden, dass wir reden und so, dass das abbühen, dass wir einer dem anderen abbühen, dann, oder uns Nachbar geduldig sein, wenn nicht kurz dort getan wird, was wir verlangen, dann Geduld haben, dass Gott mit uns hat. Sieht uns so gut oder lebt könnt einander, dass ihr einander vertrauen können. Weil je erst dann, dass Gott sein Wort an uns leben hat, dann wollen diese Dinge, dann habe ich diese Dinge gar nicht tun. Aber weil wenn Gott sein Wort ist ein Port von uns Wort, dann ist das möglich. Aber wie man das Wort Gottes dort macht, da begonnen ist bloß hier. Wir haben über die letzten paar Tage gehört, dass es nicht bloß Wissenschaft dort uns fehlen hat. Uns Charakter dort macht gebüht worden. Sieht immer dann aus, die Einigkeit im Geist zu bewahren, würde ich hiermit einander verbunden worden. Würde es nicht sein, wenn man sich Kirche, Pastor Henry sagt, jetzt wollen beten, sodass da eine Einigkeit sein, wenn wir das planen, dann das Gebühr, was wir wollen haben. Geschwister, dass Gott hat einen Plan, entweder für uns dort zu bühren oder dort noch nicht zu bühren. Aber muss Gott uns Weisheit geben, dass wir dort können ausfinden, was ist dort Tiet oder ist das nicht Tiet. Wenn dort Tiet ist, dass wir dort alle sein können, dass da Einigkeit wird sein. Wollt ihr das jetzt so scheinen, weil wir können schaffen, dass wir alle schaffen können. Dort gibt man einen Körper, weil wir sind bloß alle an denselben Körper. Wir berücken einer dem anderen. Aber ich will hier ein bisschen übergehen, noch verstehen. Mit meinem Titelanteil war Eier auf, was ich dachte. Ein Verstehen, da sagt, oder Verstehen, ich will Verstehen mit annehmen. Wenn das gesagt ist, er ist abgefahren, was meint das, als dass er erst raufgekommen ist, was da, wo der liegen hat. Jesus, der kommt rauf, Jesus wird geboren, kommt in diese Welt lang. Da kommt die Zeit, dann ging er im Kreuz und er dort, wo er in diese Welt lang kommen hat. Und dann kommt die Zeit, wo er weggefahren hat. Und ich war hier, jetzt bloß ein paar Verse lesen, weil wir wollen drehen noch Johannes Kapitel 14, Vers 15, bis 20, wo er zu seinen Jüngern reden hat. Da sagt Jesus das. Johannes 14, Vers 15 bis 20. Wenn jemand Gott sein, dann halt meine Geboten. Und ich war den Vater Frauen, und die wird ich einen anderen Tröster geben, der ewig beginnt bleiben wird. Dort ist der Geist, der Wahrheit ist, den die Welt nicht kriegen kann, wie es den nicht sieht und auch nicht kennt. Kann ich sagen, Jesus, der Heilige Geist, wird noch nicht raufgekommen. Jesus sagt, wenn ich im Himmel fahren, wenn ich wegfahre, wenn ich verloren war, ich will nicht allein lassen. Ich will zurückkommen, ich will den Tröster schicken, dem der Welt nicht wird sein kann, wie es der kennt dem nicht. Wie es der den nicht sieht und auch nicht kennt. Je oben, Vers 17, kennen dem
wie's die woont aanjunt en wat met junt zijn. Dat is een persoonlijke zaak. De Geest Gottes woont aan ons. Ik wil je niet als wijzen laten. Ik wil trainen komen, dat is al niet meer lang, wat de wereld mij niet meer zijn wordt, aber je worden mij zijn. Wie ik leef, wil je ook leven. Wanneer die dag komt, wordt je dat klaar zijn, dat ik aan mijn vader zie, en dat je aan mij zijn, en ik aan jullie. Dat is de Heilige Geest, wat darauf komen uit, wat aan jedem einem van de jenen weer dan, en seitdem an jedem einem ist, weil wir wurden, Epheser Kapitel 1, Vers 13 sein, dann sei wir dort, wo Paulus wiesen hat, wie der Geist, wenn wir das Wort hören, wenn wir dem Arm annehmen, dann versiegelt uns mit dem Heiligen Geist das Wort. Und das Wort die Welt nicht verstehen kann und nicht hat. Wieder sagt er hier in Vers 10, in Epheser Kapitel 4, Vers 10. Sie nu goben wir in diese. No, Vers 10. Hei, der Rauf keim als der war dann ab vorenheid, wie eben alle Himmels, wie sie soll mit seiner Macht und Herrlichkeit die ganze Welt fallen. Sie nu goben wir in diese. Dort er einige aus Aposteln, einige aus Propheten, einige aus Evangelisten, einige aus Hort und einige aus Lehrers Anstellendheit. Und hier sagt er, wieder sei wir die Ursache, Wörter, die Gaben gegeben werden zu der Gemeinde. Vers 12. Das hat er all Gott seine Kinder zum Christendienst bereit zu machen. Was meint das? Sie, Gott hat uns nicht Rat, bloß zum im Himmel kommen, zum der Hell, to escape hell. No, er hat uns gerat, reit zu merken für Christus in Dienst. Weil wir wurden no Kapitel, 1. Korinther Kapitel 12 gehen, wo wir sein, wo die individual gifts sind, die einzigen Gaben sind, was Gott gegeben hat zu jedem. Vers 13 sagt, but wir alle zu einer Erkenntnis am Glauben und Erkenntnis an Gott sehen kommen, dort wir vollständige Menschen an Christus sind, so wie dort Christus bei uns eint in alles ist in Christus. Ist Christus alles in dein Leben? Ist Christus Nummer 1 in dein Leben? Oder ist der irgendwas in dein Leben, was danach wichtiger ist als Christus? Weil ich glaube, an der Laste irgendwas ist in uns Leben. Wir haben gehört, die Zeugnisse, durch diese letzte paar Jahre, habe ich gehört, was passieren wird, wenn Menschen ihr Leben ganz angeben und die Christus ein Cleanhaus merken, das ganz reinmerken, was dann passieren wird. Vers 14 sagt, wir sollen nicht länger Kinder sein, die sich von verleidenden Menschen lehren, anschmieren lassen. Und so aus Wahlen mehr Hahn geschmeten worden und sich verführen lassen und so weiter. Weil da wären, sage ich, ist es so wichtig, dass wir Gott sein Wort kennenlernen. Dass wir weiter, was Gott sein Wort sagen, so dass, wenn Menschen kommen in der Providence zu verführen mit all solchen verdrehten Lehren, dass wir können an Gott sein Wort stehen und seine Worte sagt. Vers 15 sagt, wir müssen an einem Leibtollen Geist der Wahrheit verbreiten. Weil das ist nicht bloß der Pastor, was der Wahrheit verbreiten hat. Das ist der Körper Jesus Christus. Das sind all die Lama, all die von uns, was Jesus angenommen haben. Wir sind dort, um das Evangelium wiederbringen. Und wir müssen an alles abwaschen, in Christus ähnlich worden, der uns Haupt ist. Meine Frau und die von der Samaritans ist, bist du abgewaschen? Wo lang ist es seitdem, dass die Jesus annehmen, dass es den Herrland? Wenn die Trägchen das in dein Leben
de tijd wat du hast im Herrn Jesus als Jesus eint en alles in die leven. Wat je echt leidt, dat kein leven zo zwaar als in Christus te zijn en dan in zin te leven. Wat je mensen die daar in de zin leven, waar ze bijna geboren zijn, die hebben een gewasset voor je eigen. Maar ik leef een kind Gottes. Dat is zeer misroebelijk voor het kind Gottes in zin te leven. Ik weet wat dat meint. Die geest Gottes mij wijzen dat wat in mijn leven te ändern fehlt. En ik dacht niet nou voort. Ik weet wat voor Kampf dat is. Maar ik weet ook wat dat meint. Wanneer ik zie nou in mijn leven. En wat dat voor een vrede heeft. En je Christus in controle, zoals die passen alle geleden om Körper taub. En de ganze Körper wordt durch passende geleden taub gehouden. En wanneer jede gelegenheid wat dat zal, dan is het een goed zijn, zodat de Körper vast en abgebuurd wordt. Weet je, meine Freunde, Brüder und Schwestern, wir haben Gott sein Wort, aber wo können wir Gott sein Wort wirklich kennenlernen? Weet je, wir können was lernen, und ich hoffe, jeder einer von uns hat von der was gelehrt, durch Gott sein Wort. Aber weet je, wo das wirkliche Lehren wo das Platz fängt? Das passiert, wenn wir tust für uns selbst, oder mit Fruit haben, oder mit Kinder haben, und Gott sein Wort angerufen, dann in Beten, dann Gott am Weisheit fragen, dass er sein Wort offenbaren hat. Dort ist, wo das recht arbeiten hat. Richte mal, ich will schließen mit diesem Vers, in Epheser Kapitel 6, Vers, no, das ist nicht Apostelgeschichte, wo der, ja, Apostelgeschichte, Paulus, der kämpft noch bei Berea, und er sagt dort, dass die Menschen, die werden anständig, hörst mal, was er da sagt. Vers 11 sagt, die Menschen da in Berea, das ist, werden anständig aus der in Thessalonik. Die nehmen das Wort ganz wahrlich ab und forschen alle Tag in der Schrift, um zu seinen Auftrag, so wie er aus sie sehen. Was sagt das hier? Sie kommen, sie horchten nur was gepredigt wird, was Paulus predigen hat, und dann sie sich das mal verutfingen, ob das wirklich wahr ist. Sie gingen in Haus, dann forschten sie an das Wort, zu der Zeit hatten sie das Alte Testament. Sie forschten auf das wirklich so, wie was Paulus gesagt hat. Dann kommen sie rein, dann hörst du mal den Erfolg davon, der Resultat davon. Und da kamen viele Juden zum Glauben und so auch viele vernehmliche griechische Frühes und Männer. Was das wird passieren, dass wenn wir kommen in die Kirche, wir hören, was gepredigt wird oder was gelehrt wird, und dann wenn wir hinausgehen und dann wir das prüfen dann mit Gott sein Wort, am selbst zu finden, ob das wirklich so ist, dass das gesagt wird, weil wir irgendwie Zweifel haben daran, dort besteht die mit Gott sein Wort, und dann zurückkommen und weiterhören und dann dort ausleben dann in uns Leben, weil die dann wollen die Nobers und die Menschen Ramans, wo wir schaffen dann, da wollen sie sagen, da ist Wort und das Kirche und diese Menschen leben, was ich möchte haben, weil die Menschen wollen zum Glauben kommen. Ich will mit dort schließen. Mag Gott sein Wort segnen und mag wir das alle tun. Gott sein Wort, das Wort gesagt wird, gepredigt wird, prüfen mit Gott sein Wort. Weil wir nach dem Schluss beten. Vater im Himmel, ich danke dir noch einmal für dein Wort. Ich bete, Herr, dass du dein Wort machst segnen. Mocht jeder einer hier gesegnet werden, an dem dort wir dein Wort studieren und anwenden in unser Leben. Da bete ich an Jesus in Namen. Amen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
song that we want to sing is, ja, dat lijkt wat we gaan zingen, dat is op wat we van Engels gaan teach over zaad. Eine van de letters wat we in Bolivia zingen deiden. En we gaan al this weekend al wat van die hiert van, dat we onder dat zijn van Jezus. Dat is de voet van reden daar. All our